Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Jengi mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Wir waren hier stehen geblieben, ja, und jetzt renne ich hier nochmal drüber. Und wir müssen aufholen, weil es geht so hier Richtung. So, da laufen sie immer noch können. Steht hier noch Shay im Hintergrund. Der Shinra-Knödel, der sagt uns nichts. Und die Statue, wenn auch immer sie darstellt, ich kann mich ja auch hier verstecken. Das nützt aber auch nichts. Wir müssen wohl, oder übel, raus. Da können wir auch langsam gehen, wir können aber auch rennen. Ich mache ich fertig. Ihr kommt nicht durch. Ihr kommt nicht durch. Und der sagte erst gar nichts mehr. Na gut. Sind alle da? Das sind die Verantwortlichen für den Wahnsinn in der Welt. Und da vorne sitzt auch was, ne, weil tiefer, was gar nicht auffällig ist. Wer zum Henker sind denn die Leid? Euer qualvoller Tod wird landesweit im Fernsehen übertragen. Warum öffentliche Hinrichtung hier und heute? Durch das Chaos, was die Nachrichten vom Meteor ausgelöst hat, brauchen wir mehr Unterstützung in der Öffentlichkeit. Wir müssen jemanden bestrafen. Egal wenn. Widerlich. Niemand gibt's zu, aber sie mögen das Schauspiel. Wir fangen mit dem Mädel an. Wenn das machen müsst, dann fang doch mit mir an. Kamera, hierher. Das muss aufs Band. Das Publikum liebt Tränen voller Abschiede. Oh, und wie wischt? Ah, na. Was machst denn du? Das hier ist meine Spezialgaskammer. Nimm der Zeit und genieß deinen langsamen Tod. Na, ganz reizend. Und zack, drauf gestummt. Oh Mann, was ein Scheißtod. Schlamp. Batsch. Alter. Ja, wir haben ja... Ah, dort in der Schlüssel hingeschmissen. Wir haben ja auch überhaupt nichts für die Planetenrettung oder so gemacht. Deswegen haben wir das alles auch total verdient. Nun, die Show kann beginnen. Alarm, Alarm, Weapon ist im Anmarsch. An das gesamte Militärpersonal. Alle auf eure Posten. Oh ne, es ist ein Weapon. Laufen. Ey, los, alle miteinander. Nicht, warum gerade jetzt? Wie fühlst du dich jetzt, Scarlett? Du bist nicht abgehauen? Ich bin beeindruckt, wie ich mich fühle. Na, im Moment. Schläfrig. Schlafgas. Wer hätte es gedacht? Das ist Kite-Sith. Dummkopf. Jetzt mit Barrett und Kite-Sith gegen zwei Shinra-Soldaten. Ja, Angriffstrupp A. Ja, die können immer noch in Schlafzustand versetzen. Ist auch geil animiert, wie der schläft. Ja, und bei Barrett, ich glaube, der ist immun gegen so Zustände. Und zack. Aber das hat das Kite-Sith nicht aufgeweckt? Ich weiß ja, der ist ja eigentlich ein Pupp. Ah, der ist sowieso noch in Blindzustand. Okay. Aber Kite-Sith ist ja eigentlich ein Pupp. Der dürfte gar nicht schlafen. Also ich finde, der müsste eigentlich aufgrund von seinem Puppezustand definitiv auch dann immun sein gegen so einen Schlafzustand. Aber das sieht die Spiel-Engine irgendwie anders. Na komm, den machen wir jetzt noch fertig. So wird das gemacht. Und Kite-Sith ist auf Level 37 und hat mehr HP als Barrett derzeit. Das ist auch beeindruckend. Ich bin hier, um zu helfen. Warum gerade du? Ja, schon nicht zu der Annelien. Warum? Na, ich bin gegen die Todesstrophe und außerdem, ich hasse das Vibe. Na, jetzt guck mal, aber wir müssen der Tifa helfen. Tita helfen, Hotdog Staller. Ich beobachte Eingang. Na gut, so. Ihr Narre, ich hab bereits Schalter gedrückt. Das sagt die noch im Schlaf. Na, Respekt. Ihr Narre. Okay, komm. Ah, du kannst mal dran zerren. Die geht nicht auf.
Da einer wieder. Da Decker wieder. Okay, Weapon ist aber auch im Armarsch. Das heißt, jetzt wird's gleich echt ernst hier. Das ist Weapon. So viel Überfälle in der letzten Zeit. Können wir was dagegen machen? Ich denke schon. Ihr habt Fehler? Kein Grund zu frohen. Wir versuchen es mit unserer großen Kanone. Kanonenlade, Kanonen in Stellung, Ziel, Weapon. Na, das sollten sie wohl hinkriegen. Erinnert ein bisschen an Manövrieren mit der Todessternkanone. Boah, ist aber geil in Szene gesetzt. Das sind die, in Anführungszeichen, kleine Geschütze in Junon und die Rieskanone. Das wird mit Makroenergie vollgepumpt. Jetzt wissen wir, warum das Ding gebaut worden ist. Ansonsten, wenn irgendjemand Junon aus dem Seeweg angreifen geht, wäre das auch nützlich. Aber ansonsten sehe ich in der Kanone kein großer Nutzer. Erledigt! Die Kanonen? Feuer! Boah. Und? Ja, das war wohl eine normale Sprengladung, die drin war, aber das ist schon gewaltig, was das verursacht. Mhm. Wie nur das so Gebüsch jetzt rumrollt. Hämmer getroffen? Scheint so. Weapon kommt näher. Es kommt genau auf uns zu. Geschwindigkeit 50 Knoten. Das ist unmöglich, wir sind doch voll verwischt. Was ist mit der Kanone? Wir müssen hochladen. Dann nimmt so lang die andere Waffe. Die Rotze, alle Artilleriegeschosse laden. Zielweapon. Los, nicht lande. Boah, nur kommt's. Ja, jetzt haben sie echt die fette Geschütze. Boah, wie geil das gemacht ist. Ich freue mich so auf die Remake-Version davor. Aber allein schon die Sequenz im 97er ist so Hammer. Geschwindigkeit 70 Knoten. Die Weapon kommt. Boah, Mann. Alter. Und es geht nur auf die Panzerung von Weapon. Tut den ich aber auch Renner. Aber hallo. Boah. Voll dagegen gebatscht. Gas! Aaron, Hilfe! Halt die Luft da, so lange wie du kannst. Spinnst, ich kann sie nicht ewig erhalten. Mist. Ich sag immer noch dasselbe Scheiß. Guck, ob ich da nicht irgendwas machen kann. Das ist nur Kamerazeig, das sind da Mikrofone. Und kein Ziffretter. Die Gaskammer wird vermutlich von einem anderen Raum aus verriegelt. Wir brauchen einen anderen Plan. Lass uns erst einmal von hier verschwinden. Tiefer, ich werde helfen, versprochen. Okay, da müssen wir dann hier durch. Ja, jetzt ist die Kammer auch noch zu. Oh nee, ach, hier ist zu. Du Köp, du ist die Kleine mit zu retten. Verdammt. Okay, jetzt zu Plan B, lass uns zum Flughafen rennen. Warum zum Flughafen und die tiefer zurücklassen? Vertrau mal, wir haben eine Chance. Okay, ich glaub das einfach mal. Ich weiß nicht, wo es zum Flughafen gerade geht, um ehrlich zu sein.
Und die Weapon Raid Musik finde ich, ach, so geil. Ah, die Yuffie. Die Yuffie ist da. Okay, dann kann ich jetzt ausweichen, oder? Oder ist einfach so ein Zufallskampf? Oh, das sind Soldaten. Ja, Soldat 2. Klasse. Also hier sind definitiv die Elite-Truppe auch von Shinra vor Ort. Das finde ich persönlich sehr, sehr geil, um ehrlich zu sein. Dass wir jetzt auch endlich mal hier auf wirklich auf Leute treffen, die definitiv zu Soldat auch gehören. Das ist sehr cool. Das freut mich persönlich extrem, dass wir so Leute hier einmal treffen. Schwert. Uah. Hui. Aber richtig auf der Barrett miteinander. Okay, ich sollte mich mal heilen mit X-Trank. Kite Sith, du schnappst das denn? Boah, ich mag die Weapon-Musik. Ach, die ist großartig. Ich lasse auch gerade nur so ein bisschen wirken, indem ich einfach mal nix sag. Und? Oh, nicht schlecht. Das gewürfelte Ergebnis wird dann mit 2-0 noch versehen. Boah, Mann. Ist das einfach nur eine geile Stimmung. So richtige Panikstimmung hier in Junon. Weapon greift A, keiner weiß, was er zu machen hat. Und es geht einfach nur die Luzi ab hier. Und die Shinra-Truppe rennen hier wild durcheinander. Boah, komm schon, hopp. Den müssen wir jetzt auch noch hinkriegen. Boah, jetzt sind sie. Ja, jetzt sind sie gekillt. Dann beleben wir mal wieder. Und du nutzt ja die Musik. Ich weiß nicht, ich finde, die passt einfach so gut. Mir gefällt sie persönlich sehr, sehr gut, die Weapon-Musik. Das sehen nicht viele so, finde ich. Bisher immer, wenn ich mal Leid gefragt habe. Interessanterweise. Immer wenn man es über den Final Fantasy Soundtrack Captain mit anderen Leid, die haben sehr häufig gesagt, sie mögen den Weapon Soundtrack, also das Weapon Theme, mögen sie nicht besonders. Ich freue mich echt warum, weil ich finde es sehr, sehr passend. Die haben sich anscheinend irgendwas anderes vorgestellt, aber ich finde persönlich, das passt super zu Weapon. Ich weiß, du bist in Eile, aber darf ich dich was fragen? Halt die Gosch, ich hab's eilig. Mann, nicht so ein Krach, ich bin's, Yuffie. Was du mir gemacht, du da? Da kommt's. Alter. Ist das nicht geil gemacht? Von 1997. Ist das nicht... Ach, jetzt noch richtig geil, wie das wirkt? Das erkläre ich ja später. Jetzt müssen wir erstmal zum Flughafen. Ah, jetzt haben wir die Yuffie noch im Team. Sehr cool. Haben wir Yuffie ach endlich mal dabei, auf Level 40 sogar. Das finde ich sehr cool. Da können wir mit ihr Armor kämpfen. So, jetzt sind wir auch schon beim Flughof. Ach gut, her. Sind wir beim Flughafen jetzt auch gelandet. Und da ist noch ein Soldat 2. Klasse. Kann man nochmal richtig drauf rotze hier. Die halten nämlich echt was aus, die Knaber. So, zack. Und Peng und Wops. Wow, sehr gut. Und Schwert. Okay, hat er verfehlt. Das kann nämlich richtig ordentlich reinhauen. Aber ja, es muss definitiv nicht wundern, wenn bei so einem Act in so einer Militärbasis hier auch Soldaten mit dabei sind von Shinra. Alle hat noch ein Level gekriegt, das ist auch sehr gut. Ich mag mal kurz was checken. Ja, der hat sogar noch was Besseres. Und dem kann ich das Goldarmband noch geben. Wir geben den erstmal jetzt mal nichts. Das, was mal gut sei. Und die Yuffie, die kann auch noch das Ding da nehmen. Und kann auch das hier noch tragen. Fertig. Mehr braucht die jetzt auch erstmal nicht. Wurfhotze, das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Ich stehe jetzt einfach mal Clouds Genesung mal kurz geben. Einfach damit es noch dabei ist. So, hoch. Wir rennen weiter. Ja, ich finde definitiv diese Weapon-Musik, die trifft die ganze Stimmung auch hier in Junon extrem gut.
Und ich persönlich finde definitiv, dass er auch zu The Weapon passt, weil das vermittelt so eine Stimmung von, wie soll man sagen, es vermittelt eine Stimmung von Panik kommt bei den Leuten auf und Yuffis Waffe sieht sehr cool aus. Es vermittelt einfach so ein Gefühl von Panik bricht aus, wenn Weapon erscheint. Und es ist was Kolossales, es ist was Gewaltiges. Weapon ist ja eine Naturmacht, eine Naturgewalt, wenn man so will. Vom Planet geschaffene Monster, die den Planet beschützen und sämtliches störende Leben wie eben die Menschen entfernen, um den Planet aufs Wesentliche zu reduzieren. Und ich finde definitiv, Weapon verkörpern das auch wenn sie etwas strange aussehen. Aber ich finde, Weapon verkörpern diese Urgewalt auf jeden Fall sehr gut. Bist du sicher, dass der Weg stimmt? Das ist ein Sackgass. Ups, bin ich falsch abgebogen? Du Dampfschädel, was zum... Machen wir jetzt? Bald werden sie uns haben. Tja, der Rücken muss ich frei haben. Partner. Bewege Arme und Füße und versuche dann den Kopf aus dem Stuhl rauszubekommen. Okay. Rechter Arm, linker Arm, Beine, Kopf. Okay. Die Tiefer müssen wir jetzt irgendwie aus der Gaskammer rauskriegen. Schlüssel hat ja einer noch Falle gelost. Jetzt gehen wir mit dem Kopf mal wieder vor. Rechter Arm, linker Arm, bäh. So, na, so wird das nix. Versuch's mal anders. Versuch mehrere Bewegungen gleichzeitig. Okay, bevor die uns noch hier versteckt, die Tiefer. Moment, versuch's mal anders. Ja, ich probier's, jo. Wie war dann das nochmal? Mehrere Sachen gleichzeitig. Also wenn sie uns blau anlauft, wissen wir Bescheid. Mann, ich bin hier mal echt gespannt, wie sie das auch im Remake da umsetzen werden. Falls die Szene überhaupt eins zu eins auch wirklich so im Remake vorkommt, das wissen wir ja alles nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie sie das machen werden. Okay. Warte mal. Kopf. Versuche mehrere Bewegungen gleichzeitig. Na, probier's doch mal. Hopp. Versuche mehrere Bewegungen gleichzeitig. Ja, Das ist mal wieder diese großartige 90er-Jahre-Steuerung. Mann. Nochmal. Nee, also ich glaube, die wird definitiv abgemurkst hier. Scheiße. Nee. Versuche mehrere Bewegungen gleichzeitig. Nee. Nee. Wie war dann das nochmal? Aha. Jetzt einfach nur, weil ich alles als Rad gedrückt habe. Okay. Dann müssen wir es so aufmachen. Und dann Dreieck und Viereck gleichzeitig. Oder einfach nur... komm schon. Komm schon tiefer. Ob das kriegen wir je noch. Es ist ja nur noch der Ende Arm dran, hopp. So rum. Na alla. Viereck und Kreis habe ich jetzt drücken müssen. Gut, jetzt kommen wir aus der Gaskammer raus. Mit welchem Knopf kann man das Gas abschalten? Der da. Sehr gut. Und jetzt muss ich nur noch raus hier. Aufmachen. Wow. Und jetzt lass mal die Panzerung vom Gesicht weg. Wow, Alter. Wie Godzilla der Tokio attackiert. Alter, wie geil gemacht. Wow. Das war's. Weapon Desmol, ein Volltreffer mit einer großen Kanone ins Gesicht.
das hat's erledigt. Und da aber ist glücklicherweise was Freiwilliger. Was würdest du machen? Das. Erst steckt er mich in das seltsame Loch und dann erzählt er mal, ich soll rauskommen. Entscheiden euch doch mal. Okay, wenigstens wieder frische Luft vertiefer. Und hier machen wir noch weiter. Ah, da sind sie, die Annelina mit der Scarlett zusammen. Ah, das ist aber eine dappige Kuh. Wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt, ob sie im Oh, der erste fällt schon runter in den Tod. Oh, scheiße. Ruhe in Frieden, anonymer Shinra-Soldat 2. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was sie fürs Remake tatsächlich an Szene übernehmen und wie sehr die Ends zu Ends übernommen werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und wir sind hier auf der große Kanone jetzt drauf. Na, da sind wir natürlich wieder am richtigen Ort gelandet. Wow, jetzt ist er leid. So, die tiefe Hämmer. Hat sie noch ihr Materia? Nee. Okay. Das müssen wir dann wieder komplett neu stecken, wenn wir die Gruppe wieder neu formiert haben. Sister Ray. Jetzt wissen wir auch den Namen von der riesen Kanone. Das ist die Sister Ray. Okay. Wo kann man dann hier entlang? Ah, da können wir entlang. Und natürlich super, wo wir da hier rennen. Führt auch überhaupt nicht ins Nichts. Und unter uns liegt ja auch nur Weapon, was möglicherweise noch leben könnte. Oder als Kadaver noch existierte. Ohne. Hier endet unser kleines Versteckspiel. Die Hinrichtung mag für den Nevergang sein, aber dein Tod durch einen Sturz aus der Höhe ins Wasser könnte trotzdem aufregend werden. Batch. Oh, jetzt gibt's so einen Bitch-Slap-Fight. Hochnäsig bis zum Schluss. Ja, auf mich zu schlagert, du alter Trampel. Du wagst es. Du. Was? Jetzt gibt's Rache. Au. Herr Uff, das hat wehgetan. Selva, das reicht. Was? Oh, das kann ich nicht ausstehen. Schafft sie fort? Jetzt wird's Zeit, offene Rechnungen zu begleichen. Ich lass dich fallen, wenn du nicht stillhältst. Love zum Ende von der Kanone. Oh, das machen wir doch. Wir können sie sogar selber steuern. Und da kommt was. Bodenmo, was wir gerade eben frisch geklaut haben. Geil gemacht mit den Chibi-Figuren. Wie sie guckt. Geil. Das war halt eine sehr filmsequenzlastige Episode, wie ich finde. Und sowas gefällt mir immer besonders gut, wenn man so sieht, was die in der Zeit auch schon aus ihrer Playstation an Grafik rausgeholt haben. Alles okay? Oh, meine Wange tut ein bisschen weh. Vergiss es. Was soll denn das Ganze? Tja, ich kümmere mich später um die Einzelheiten. Jedenfalls gehört uns jetzt das Luftschiff Highwind. Sehr geil. Okay, dann retten wir nochmal mit der Yuffie. Okay, der geht's mir nicht so gut. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Ich bleibe ein bisschen länger hier, aber... Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, nachdem das halt so aufregend die und shiny Episode war, mache ich an der Stelle hier einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy Silver auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, Ayan Yankee.